Ja, herzlich willkommen zur neuen Predigtserie. Ich bin Simon, ich bin im letzten Jahr von meinem Theologiestudium und habe die Ehre, heute den Einstieg zu machen in diese neuen Gedanken. Wir wollen uns verschiedene Lobgesänge ansehen, die wir finden in der Bibel, vor allem dann auch im Lukas-Evangelium. Menschen, die diese Ankündigung Gottes in dieser Welt gefeiert haben. Und einer, der mich besonders freut und den ich euch heute mitgebracht habe, ist der Lobgesang von Maria. Der Lobgesang von Maria, Lukas 1 ab Vers 46, wollen wir gleich zusammen lesen. Ich möchte euch einladen, euch es gemütlich zu machen. Ihr dürft auch die Augen schließen oder vorne mitlesen und das ganz einfach auf euer Herz mal wirken zu lassen. Maria erwiderte: Gelobt sei der Herr. Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation. Allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und erniedrigt Stehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißungen nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er es unseren Vorfahren verheißen hat, Abraham und seinen Kindern für immer. Als ich meiner Frau erzählt habe, dass ich über diesen Text predige und das heute mitbringe, da hat sie gesagt, also ich hätte wahrscheinlich nicht diese Worte gewählt. Es klingt schon so für uns vielleicht ein bisschen fern, diese Worte, aber sie sind total inspiriert und zusammengesetzt aus verschiedenen Worten aus dem Alten Testament. Es war damals so normal, dass man Psalmen betete, dass man verschiedene Gebete auch von früheren Vorbildern wieder aufnahm und diese wieder in eigene Gebete umformulierte. Und so kam dieses Gebet von Maria zustande. Aber wir wollen da noch weiter hinaustauchen und diese Geschichte mal ganz genau ansehen von Maria. Wer war diese Maria eigentlich überhaupt und wo ist sie hergekommen? Also sie lebte in Nazareth. Eine ganz einfache, normale Frau, die lebte in Nazareth und hatte da eine Engelsbegegnung. Ein Engel ist ihr erschienen und hat ihr gesagt, sie werde ein Kind zur Welt bringen, das den Namen Jesus tragen wird, der Könige aller Könige sein wird. Sie hatte diese Jesus-Begegnung, diese Engelsbegegnung mit dem Engel Gabriel, der ihr sagte, du wirst die Mutter sein von Gott, der Mensch sein wird. Und kurz darauf wurde sie schwanger. Sie wurde schwanger und trug dieses Baby dann mit und musste sich zuerst mal eine Auszeit nehmen und ging ins Bergland nach Judäa. Also von Nazareth ins Bergland nach Judäa. Dort besuchte sie Elisabeth. Sie besuchte Elisabeth, um das Ganze erst einmal setzen zu lassen. Sich eine Auszeit zu nehmen und irgendwie das zu verarbeiten, was da passiert war. Vielleicht musste sie sich auch ein bisschen schützen, weil sie ja noch nicht verheiratet war und plötzlich schwanger war und das damals überhaupt nicht üblich war und sie sehr schräg wahrscheinlich von vielen Seiten auch angeschaut wurde. Vielleicht musste sie sich deswegen zurückziehen, vielleicht aber auch einfach, um für sich selbst auch das setzen zu lassen. Und dann hatte sie da im Bergland diese Begegnung mit Elisabeth. Und Elisabeth, die war ja auch schwanger und das Kind in ihr hüpfte hoch
Und sie erkannte sofort, dass das Kind in Maria ein spezielles Kind ist. Und sie lobte Maria und sprach ihr zu, wie groß doch ihr Glaube sei, dass sie dieses Kind empfangen hätte können. So. Nach dieser Auszeit bei Elisabeth, wo auch dieser Lobgesang, den wir vorher gehört haben, entstanden ist, ging sie dann wieder zurück nach Nazareth. In Nazareth war es dann so, dass der König ja eine Bevölkerungssammlung forderte und sie mussten dann nach Bethlehem reisen und unterwegs nach Bethlehem kam dann dieses Kind auf die Welt. Als Jesus auf die Welt kam, musste dann Maria mit Josef fliehen und sie fliehen dann nach Ägypten und nach der Flucht nach Ägypten kehrten sie wieder nach Nazareth zurück und da heißt es dann am Schluss, als sie dann noch nach Jerusalem gegangen sind und Jesus dem Herrn weihten im Tempel, heißt es, als Maria und Josef alles erfüllt hatten, was nach dem Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Dort wuchs Jesus heran und wurde groß und kräftig. Er war mit Weisheit erfüllt und Gottes besondere Gnade ruhte auf ihm. Von dieser Engelsbegegnung bis Jesus auf die Welt kam, bis sie dann wieder zurück waren und Jesus, waren sie total viel unterwegs. Sie reisten umher und kamen von verschiedenen Orten zu verschiedenen Orten. Und das Spannende bei Maria ist, dass es da nicht endet, sondern sie war mit Jesus unterwegs und war auch weiter mit Jesus unterwegs. Wenn wir in der Bibel lesen, dann wissen wir, dass sie auch dabei war, als Jesus das Wunder tat am Hochzeit von Kanaan. Wir wissen auch, dass Maria dabei war, als Jesus gekreuzigt wurde und da gibt es sogar noch diese spezielle Szene, wo dann sie quasi Johannes, wo sie Maria als neue Mutter von Johannes zugesprochen wird, quasi Jesus seine Mutter weitergibt. So. Und wir lesen auch in der Apostelgeschichte, dass Maria am Pfingstereignis dabei war. Sie hat das also alles von Anfang bis zum Schluss mit durcherlebt und mitgemacht. Und ich finde das extrem spannend und würde heute nicht mehr sagen, dass sie einfach eine normale Frau war. Und ich glaube auch nicht, dass die Bibel sagt, dass sie einfach eine normale Frau war. Aber was zeichnete sie denn aus? Wenn wir ein bisschen nachforschen und nachsehen, dann können wir entdecken, dass Maria ein großes Vorbild für uns sein kann. Vielleicht auch gerade für dich als Frau. Weil für Frauen auch wichtig ist, dass sie Frauen als Vorbilder nehmen können. Wieso ist sie ein Vorbild für die Frau? Wir wissen, dass das durch die Geschichte der Kirche immer wieder ein schwieriges Thema war, weil Maria doch viel mehr zugesprochen wurde, als ich denke, dass sie wirklich mit sich trug. Also es gibt so die Mythen, dass man sagt, Maria war fehlerlos und brauchte keinen Retter. Oder es gibt auch die Mythen, dass man Maria doch anbeten soll und quasi mit ihr irgendwie jetzt noch sie ehren soll und neben Gott ist und auf gleicher Höhe und so. Und das wurde von der katholischen Kirche so viel gepusht und so und vorangetrieben, dass wir wie vielleicht den Augenmerk von Maria ein bisschen fest verloren haben. Dass wir uns so fest von dem irgendwie abkappen wollten und sagen, mit dem haben wir nichts zu tun, weil wir glauben an einen monotheistischen, an einen Gott, der dreieinig ist und dass da Maria keine Rolle spielt, dass wir vielleicht ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen sind und sie nicht mehr auch als unser Vorbild akzeptieren können. Wieso? Weil ich glaube, trotzdem sollten wir das machen. Sie hat nämlich sehr bemerkenswerte Eigenschaften, die für unser Leben unglaublich viel auch bedeuten können. Und was sind das? Sie war eine Frau, das können wir lesen in Lukas
auch Kapitel 1, sie war eine Frau, die fähig war, ihre Hände zu öffnen und sich von Gott beschenken zu lassen. Sie war eine Frau, die quasi das Auserwähltsein von Gott akzeptierte und sagte, ich weiß, wir haben einen Gott, der uns beschenken will, und sie das auch immer wieder tat. Sie war die Auserwählte und Begnadete. Sie war rechtschaffen. Sie hat immer wieder so gelebt, wie es Gott auch nach seinem Willen war. Das wird so über sie gesagt. Und was mich bewundert, also was ich vor allem bewundernswert ist, sie verehrte und bewunderte Gott. Und das war überall bekannt. Indem ihnen was ihr geschehen ist, auch in dieser vielen Reisezeiten, in diesen Zeiten, wo es nicht immer einfach war oder so, stand bei ihr doch immer, wurde sie doch auch von außen immer wieder so wahrgenommen, dass sie darin Gott verehrt hat und bewundert hat. Sie wird auch beschrieben als eine gehorsame Frau über dem Gesetz, was sicher nicht heißt, dass sie das ganze Gesetz erfüllen konnte und keinen Retter brauchte, weil sie sagt ja selber in ihrem Gebet, Jesus ist ihr Retter und dankt ihm dafür. Aber das Gesetz hat ihr viel bedeutet und sie hat auch danach gelebt. Also wir können diese Frau, denke ich, auch für uns als Vorbild nehmen. Sie verehrte und bewunderte Gott und immer in allem, was ihr zugestehen ist, hat sie auch auf ihn verwiesen. Sie zeigte von sich aus immer wieder auf Gott. Maria können wir für uns als Vorbild nehmen und hat auch die Kirche für sich als Vorbild genommen. Und was heißt das jetzt genau aufgrund von diesem Text, wo wir am Anfang gelesen haben? Maria ist Vorbild und auch Sinnbild für dich, für mich. Wenn wir nochmals in den ersten Textabschnitt eintauchen. Maria erwiderte, gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Und als Vorbild und Sinnbild können wir das auch ganz persönlich für jeden Einzelnen von uns übertragen. Gott möchte dir Beachtung schenken. Er schenkt dir Beachtung. Er weiß, wo du stehst, wo du im Leben unterwegs bist, was dich beschäftigt, was für einen Stand du hast, wo du arbeitest, wo du studierst, wo du in die Schule gehst. Gott weiß, wo du unterwegs bist. In dem vielen Unterwegssein, wie es auch Maria war, an ganz unzähligen verschiedenen Orten. Gott schenkt ihr Beachtung und Gott möchte auch dir oder schenkt auch dir Beachtung. Das Große, das er für Maria getan hat, das hat er nicht nur für Maria getan, sondern er hat es auch für dich getan. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für dich getan. Er ist also Vorbild, sie ist also Vorbild oder auch Sinnbild, ein Stück weit, für das, was wir auch für unser Leben übertragen können. Und trotzdem, denke ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht da stehen bleiben, sondern dass es noch weitergeht. In der heutigen Zeit sind wir viel mit uns selbst beschäftigt und ich finde das so bemerkenswert, dass Maria auch in diesem Gebet nicht bei sich selbst stehen bleibt. Es geht in erster Linie darum, dass sie, ja, sich Gott zuwendet und ihn als Retter preist, dass sie gesehen wird und dass sie mit Gott unterwegs ist. Aber es geht weiter, weil das Ganze ist auch nicht nur wichtig für dich, sondern es ist auch wichtig für dein Gegenüber. Es hat eine tiefere
eine tiefere Sphäre. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und niedrige Stände erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Diese Barmherzigkeit, dieses große Geschenk, das du erhalten hast, diese große Tat, die Gott für dich getan hat, dass Gott dich sieht und dass er dir Beachtung schenkt, das gilt nicht nur für dich, sondern das gilt auch für dein Gegenüber. Das gilt von Generation zu Generation für alle. Für jeden Einzelnen. Aber was heißt eigentlich diese Barmherzigkeit Gottes? Barmherzigkeit muss man unterscheiden von Mitgefühl, weil es geht ein Stück weiter. Es wird ja immer so als Doppelpack verwendet, Mitgefühl und Barmherzigkeit. Das wird aber als Doppelpack genau darum verwendet, weil es zwei unterschiedliche Sachen bedeuten. Es bedeutet nämlich, Mitgefühl bedeutet, ich sehe dich, ich schenke dir Beachtung und das macht etwas mit mir. Das bewegt mich. Und das rührt mich an und bleibt dann eigentlich da stehen. Und Barmherzigkeit ist dann die aktive Folgerung, dass du beschenkt wirst von jemandem, obwohl du es gar nicht verdient hast. Also Barmherzigkeit, ein Geschenk für den Nächsten, eine aktive Handlung an dem Nächsten, obwohl du es gar nicht verdient hast. Das ist Barmherzigkeit und das ist auch die Barmherzigkeit Gottes. Ein Geschenk für dich, für dein Leben, obwohl wir es doch eigentlich gar nicht verdient hätten. Es geht also weiter als einfach nur das Mitgefühl. Und es geht also auch weiter als das Geschenk Gottes nur für mich anzunehmen, sondern es geht so weit, dass wir von Generation zu Generation diese Barmherzigkeit weitergeben wollen. Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er es unseren Vorfahren verheißen hat, Abraham und seinen Kindern für immer. Diese große Barmherzigkeit Gottes, über die wir wahrscheinlich die nächsten paar Male noch sehr viel hören werden und wo der Ursprung auch ist an Weihnachten, die gilt für immer und für immer und für immer und für dich auch heute und für dich und für deinen Nächsten und überall, wo du unterwegs bist. Und diese Barmherzigkeit Gottes, die will sich irgendwie auch zeigen in dieser Welt. Die will weitergetragen werden von Generation zu Generation. Die hat begonnen, als Jesus wirkte und will durch uns weiterwirken. So gibt uns Jesus immer wieder auch den Auftrag, diese Barmherzigkeit weiterzuwirken. Wir können zum Beispiel Matthäus 9,13 zu lesen und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht, denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Also Gott will, dass du auch Träger wirst und das weiterträgst, diese Barmherzigkeit Gottes in diese Welt hinein. Und ich finde krass, und das hat mich wie extrem meinen Horizont erweitert, wie wichtig dass Gott das auch ist, dass diese Barmherzigkeit weitergetragen wird. Und dass doch gerade die Weihnachtszeit vielleicht, wo ja der Ursprung dieser ganzen Barmherzigkeit steckt, doch auch der Ort sein sollte, wo wir diese Barmherzigkeit einfach in diese Welt hinausleben. So können wir auch lesen in Matthäus 25, Vers 40, und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.
Diese Melodie des Himmels, die Melodie der Barmherzigkeit, die in diesem Lobgesang eingepackt ist von Maria, oder? Diese Melodie, die ist uns ja nicht übertragen. Wir wissen nicht genau, wie das klingt in den Ohren, was für Noten da verwendet werden. Aber wir wissen, was für einen Charakter und für eine Persönlichkeit diese Melodie trägt. Diese Himmelsmelodie, nach der wir in dieser Welt tanzen sollen. Wir wissen, in diesem Lobgesang steckt die Himmelsmelodie der Barmherzigkeit. Und diese Himmelsmelodie der Barmherzigkeit, die sollen wir raustragen in diese Welt. Und mit dieser Barmherzigkeit auch anderen Menschen begegnen. Diese Himmelsmelodie, die fängt an mit einer Note, mit einem Ton, beim Geschenk Gottes an dich, beim seiner Barmherzigkeit, wo er dich beschenkt hat, in eben dieser Barmherzigkeit mit einem Geschenk, das wir eigentlich nicht verdient hätten. Aber seine Liebe halt weitergeht als nur Mitgefühl, sondern sie ist eines aktiv sich am anderen zuwenden und beschenken. Diese Melodie, die mehr Form annimmt und neue Noten dazukommen, wenn wir merken, dieses Geschenk, das geht nicht nur mich etwas an, sondern auch mein Gegenüber. Das hat nicht nur mit mir etwas zu tun, sondern das will in diese Welt hinein. Das will jeden Menschen erreichen. Diese Melodie will die Ohren erreichen jedes einzelnen Menschen in dieser Welt, von diesem großen Geschenk. Und die dann zu einer wunderbaren Melodie wird, wenn es von Generation zu Generation weitergetragen wird und dieses große Geschenk und diese Barmherzigkeit immer wieder mehr aufblühen kann. Mir fällt das nicht immer leicht. Ich weiß nicht, wie du das so lebst in deinem Alltag, nach dieser Melodie der Barmherzigkeit zu tanzen. Ich bin da noch recht Tanzanfänger. Ich glaube, das ist auch wirklich etwas, wo man wie mit dem Tanzen vergleichen kann. Es ist etwas, das wir lernen müssen und etwas, das wir auch immer wieder aktiv wie angehen müssen. Vielleicht mal ein bisschen die Tanzschule besuchen, oder? Die Musik Gottes immer wieder auch, die Musik des Himmels immer wieder hören und hören. Dieses Geschenk für sich immer und immer wieder anzunehmen und dann mal auch lernen. Vielleicht bei anderen, wo man sieht, die können das schon mega gut und die sind da schon krass unterwegs, wie sie auch diese Nächstenliebe oder diese Barmherzigkeit in dieser Welt leben. Mal auf jemanden zugehen und sagen, hey, kann ich mal zu dir in die Tanzschule kommen und kannst du mir mal ein bisschen zeigen, wie wir denn nach dieser Melodie auch tanzen können? Wir wollen, dass der gesamte Klang, nicht nur der eine Ton, nicht nur die einzelnen Töne, sondern der gesamte Klang des Himmels sich in diese Welt ausbreiten darf. Da möchte ich dir Mut machen, immer wieder diesen Ton zu hören von diesem Geschenk, das Gott für dich getan hat. Von diesem Blick, dass Gott nicht nur dir dieses Geschenk tun will, sondern auch deinem Nächsten. Und wir unterwegs auf einen Weg machen, wie Maria, die total ständig mit Jesus unterwegs war. Der war ja dann auch später dann immer unterwegs und Maria war überall mit dabei. Es ist ein Unterwegssein, um Generationen und Generationen zu beschenken und diese Barmherzigkeit in diese Welt zu tragen. Wir haben nachher Ministry da, Menschen, die für dich beten wollen. Wenn du sagst, hey, ich möchte
ganz persönlich für mich neu das Geschenk annehmen, das Gott für mich getan hat, dann möchte ich dich einladen, jemanden zu suchen und dafür zu beten. Wenn du sagst, ja, ich bin so sehr in meiner eigenen Welt und so sehr mit mir selbst beschäftigt und ich stehe da immer wieder an und ich bin einfach ein Kind von dieser Zeit, wo wir halt sehr individualistisch leben und selbst immer sehr ins Zentrum stellen wollen. Und das sind Sachen, Gedanken, die dich prägen und du merkst, du bist Kind dieser Zeit und du möchtest das durchbrechen und du möchtest neu anfangen, nach der Himmelsmelodie zu tanzen, möchte ich dich einladen, für dich ganz persönlich das Gebet zu suchen. Oder wenn du sagst, ich möchte neu aufstehen und brauche diese Liebe und diesen Mut von Jesus Christus zu schenken, obwohl es das Gegenüber nicht verdient hat, dann möchte ich dich auch da einladen. Ich denke, auch da müssen wir immer wieder ganz persönlich Gebet in Anspruch nehmen und für uns beten lassen. Ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine unglaublich große Barmherzigkeit, für dein riesengroßen Geschenk, dass du es am Kreuz getan hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Ich danke dir, dass du diese Welt durchdringen willst mit deinen Geschenken, deinen Segnungen, deinen guten Taten. Ich möchte Mut machen, dass wir zusammen immer mehr aufstehen und diese guten Taten auch in Empfang nehmen. Dass wir auch so reich beschenkte und besegnete Menschen sein dürfen wie Maria, die das Gute empfangen hat. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, immer mehr den Blick auch von uns zum Nächsten zu wenden. Den Nächsten, dem wir diese Barmherzigkeit weitergeben wollen. Dieses Gute, mit dem du Menschen möchtest beschenken und auch ihnen weiter Gutes tun, sodass sich das von Generation zu Generation weitertragen kann. Dass das auch in unseren Taten sichtbar werden kann. Weil du siehst den Menschen. Du richtest ihn auf. Du gibst ihm Ehre, um Grund und Sinn zu leben. Amen.